Hallo, heute wollen wir uns ein paar Gedanken zu Johannes 1, Vers 1 machen. Auch ein Text, den wir mit Jehovas Zeugen studieren können. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wenn wir uns einmal diesen Vers in den beiden Übersetzungen anschauen, so sehen wir, dass die Schlachter 2000 mit das Wort war Gott übersetzt. Und wenn wir uns diesen Vers im Griechischen anschauen, so sehen wir, dass es auch so korrekt übersetzt wurde. Doch wenn wir uns denselben Vers in der Jehovas Zeugen Übersetzung anschauen, sehen wir, dass es anders übersetzt wurde. Statt das Wort war Gott steht da nämlich das Wort war ein Gott. Fragt sie, weshalb in ihrer Übersetzung da steht, dass Jesus nicht Gott, sondern ein Gott ist. Sie werden euch sicherlich erklären, dass der Grund dafür der sei, dass Jesus nur ein kleiner Gott ist. Denn genau das glauben Jehovas Zeugen. Jesus ist nur ein kleiner Gott, der neben Gott Jehova steht. Wenn sie euch also diese Erklärung geben, geht mit ihnen zu 5. Mose 32 und lest dort mit ihnen Vers 39. Fragt sie, weshalb dann Jehova in diesem Vers sagt, dass da kein Gott neben ihm ist. Seht nun, dass ich alleines bin und kein Gott neben mir ist. Jehova sagt, dass es neben ihm keinen Gott gibt. Demnach ist ein kleiner Gott neben Gott nichts anderes als Götzendienst und widerspricht sogar dem ersten Gebot, dass man keine anderen Götter neben Gott haben soll. Welche Übersetzung übersetzt hier also richtig? Entweder ist es Johannes, der hier lügt, oder die Übersetzer der Neuen Weltbibel haben hier bewusst ein Wort eingefügt, das erstens im Grundtext gar nicht so geschrieben steht und zweitens ja sogar dem Wort Gottes widerspricht. Und das alles nur, weil nicht sein darf, was nicht in ihr Glaubensgebäude passt. Wem wollen wir also Glauben schenken? Und wessen Autorität ist höher anzusehen? Die Jehovas oder die eines Zeugen Jehovas? Es ist wichtig, dass wir uns dessen einfach bewusst sind, wenn jemand behauptet, dass Jesus nur ein kleiner Gott sei. Es widerspricht dem Wort Gottes, das uns sagt, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben sollen und dass es auch keinen kleinen Gott neben Gott geben kann. Was steht also höher, Menschenwort oder Gottes Wort? Entweder ist Jesus Gott oder er ist es nicht, aber er ist bestimmt kein kleiner Gott neben Gott. Ich hoffe, dass dies ein Jehovas Zeugen zum Nachdenken bringen wird und er sich dessen bewusst wird, dass ein kleiner Gott neben Gott nichts anderes als Götzendienst ist. Wie bereits in der Vergangenheit schon gesagt, wir können sie lediglich darauf aufmerksam machen. Doch, dass sie es verstehen, kann nur der Heilige Geist bewirken. Wir können nur Samen sehen, doch es ist Gott, der es wachsen lässt. Und manchmal ist der Boden fruchtbar, doch manchmal eben auch steinig. Das soll uns nicht daran hindern, Gottes Wort in die Herzen der Menschen zu sehen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.